Letzte Woche hat die Schweiz gewählt, aber die Wahlen sind ja noch nicht für alle vorbei. Wobei, Roger Köppel, Sie haben ja erst gestern Abend mitgeteilt, dass Sie auf Ihre Ständeratskandidatur verzichten. Ist jetzt Trübsalblasen angesagt? Nein, überhaupt nicht. Ich konzentriere mich auf die Wiederwahl in 4 Jahren. Im Kanton Zürich wohnen 1,5 Millionen Menschen. Ich gehe in den nächsten 4 Jahren jeden einzelnen und jede einzelne von denen besuchen. Das sind 375'000 Leute pro Jahr oder jeden Tag 1027,23. Ich freue mich besonders auf den Besuch bei diesen 0,23. Ja, mal, da haben Sie in den nächsten 4 Jahren etwas vor. Man muss sagen, nach dem grünen Wahlerfolg fragt man sich jetzt ja, was das dann für unsere Mobilität bedeutet. Was das bedeutet? Teures Benzin, Abgaben für Flugtickets. Und neue Ölheizungen. Neue Ölheizungen wollen sie verbieten. Neue Ölheizungen. Darum tue ich jetzt viel weniger heizen. Viel weniger. Und den ganzen Winter tue ich nicht mehr heizen. Ja, was? Nicht mehr heizen. Das ist ja vorbildlich, auch Sie Leute nicht. Jawohl, das mache ich. Nicht mehr heizen im Winter, wie ich fliege 5 Gran Canaria. 5 Gran Canaria. Ist umweltverträglich. Ja, nein, das ist, glaube ich, nicht die Idee. Ja gut, aber im Winter gibt es nur auf Gran Canaria Bruni Wedli. Nur auf Gran Canaria. Kommen Sie mit, Frau Deck? Ja, schauen wir dann noch. Ausgerechnet nach dem grossen Erfolg von der GLP hat man in der Stadt Bern über einen ungewöhnlichen grünliberalen Vorstoss diskutiert. Sie verlangen, dass man in Zukunft zusammen mit seinem Haustier bestattet werden. Ja. Ja, Bastien Giraud, unterstützen die Grünen diesen Vorstoss? Ja, wir von den Grünen gehen sogar noch einen Schritt weiter. Wir fordern, dass man ab sofort nicht nur das Haustier ins Grab kann nehmen, sondern auch noch das Liegevelo. Der Vorstoss zeigt wieder mal deutlich, wie widersprüchlich die Vorstöße aus dem grünen Ecke sind. Damit der Mensch und sein Haustier gleichzeitig begraben werden können, müssen sie ja zusammen sterben. Und wie soll das gehen ohne Offroader? Zum grünen Wahlerfolg kommt mir gerade noch ein Witzchen sind, oder? Wie sagt man denn, wenn der Balthasar Glättli und Regularitz sich vor einem Tannenbaum treffen? Keine Ahnung, Peach Weber. Ja, das ist grüne Weihnacht. Zum Glück ist Freitag mit dem Fabian Unterreger. Alle Folgen auch immer online als Video oder Podcast srf3.ch.